Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wie schon versprochen, habe ich mich das mal im Dungeon angemeldet. Bin jetzt eigentlich an der gleichen Stelle stehen geblieben, wo wir waren. Und wir haben die Einladung bekommen und sind jetzt eigentlich ab ins Dungeon. Das, was ich eigentlich unbedingt mal noch wollte. Ein Brunnen. Nice. Von dem kommen wir so Steinchen über, mit dem wir 25% unserer Gesundheit direkt wieder herstellen können. Ein loyaler Diener der Quirianer. Seid ihr auch hier, um niedergestreckt zu werden? Und das ist die Nudel da, wo ja unser Typ da verwandelt hat in das Knochengerüst. Ich weiss, es ist jetzt ein ziemlich schneller Einstieg halt ins Let's Play rein, also in die Folge rein. Aber gleichzeitig muss ich eben sagen, dass ich gedacht habe, das wird das Beste sein, damit die Folge nicht allzu lang wird gehen, habe ich mich da halt im Voraus schon mal angemeldet. Wir bleiben da jetzt einfach mal auf einer Kreatur drauf, dann ab auf die nächste. Also wir sehen, damage-technisch sind wir sogar einer der besseren. Also wir sind bei 1800 Damage pro Sekunde, was eigentlich schon ziemlich gut ist, besonders für unser Level. Wir haben da sogar einen Level 60er dabei. Also ein Level 60er, ein 56er und so weiter. Also vom Damage her sind wir wirklich gut dran. Wer ist denn der Walkdrings? Der ist auch Level 55, der Hexenmeister. Also wir haben im Team einen Schamanen als Heiler, einen Paladin als Tank. Paladin als Tank sind immer in meinen Augen ein paar der besten. Aber das ist meine Ansicht vom Ganzen. So, dann tun wir gerade den da. Den können wir gerade noch vom Zauber unterbrechen, jetzt muss ich Dings unterstützen. Also ein Paladin als Tank, Level 56, ein Hexenmeister zum Damage machen und noch ein Paladin Vergelter. Okay. So, da. Aber im Notfall hätten wir immer noch den Stein, dass wir uns wirklich um 25% von unserem Leben heilen. Aber ich behaupte mal, bis jetzt sieht das nicht mehr so schlecht aus. Also auch vom Leben her, wie unsere ganze Gruppe da überlebt und alles. So, looten wir natürlich nicht vergessen. Er pullt da gerade schon mal die nächste Gruppe. Also wir kämpfen jetzt eigentlich gegen die Armee von Maldraxxus, die wir gesehen haben, die in der Bastion eingetroffen ist. Und wie es aussieht, kämpfen wir dann. Also ich habe mich ganz kurz schnell durch das Dungeon durchgelügelt, was man so als Boss erwartet und alles. Das kann man hier im Abenteurerführer machen. Und habe mich dort halt ganz ein bisschen schlau gelesen. Natürlich. Da greifen jetzt gerade noch mal eine kleine Gruppe mehr an. Wir bleiben jetzt einfach mal auf dem drauf. Handlungsunfähig. Hey, geht's noch? Hei. Der nimmt irgendwie gerade momentan keinen Schaden, weil er so ein Schild aufgebaut hat. Wir müssen immer schauen, dass man wie es aussieht, unterbrechen, sobald er das Schild versucht aufzubauen. So. Ich gehe jetzt mal davon aus, das sollten wir jetzt eigentlich gut anbekommen. Meine Drachenvolken sind auch gut mit Leben mit dabei. Aber das liegt wahrscheinlich einfach an dem, wir haben einen Tank, der kümmert sich halt ums A-Tank. Das heisst, ich muss mir fast schon gar keine Gedanken oder Sorgen machen um unsere Drachenvolken. Was natürlich ziemlich nice ist. Also das Dungeon sieht bis jetzt nicht einmal so schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, die Gruppenkonstellation funktioniert schon ziemlich gut. Das wird der 209'000 Leben, das wird der erste Boss sein. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt da direkt auf den losgeht oder ob wir um Dumme noch clearen. So, dann schauen wir, dass wir da schön Damage austeilen. Eigentlich müssen wir jetzt einen Mob nach dem anderen erledigen, halt wie ein Dungeon aufgebaut ist. Wir haben verschiedene Bosse, die wir erledigen müssen. Das ist das allererste Dungeon von Schattenland, wo wir überhaupt betreten können. Wir haben ja Quests da drin. Für eine neue Brust. Und vielleicht looten wir sogar noch etwas anderes in dieser Zeit. Also er greift direkt schon mal den Boss an. Ich würde sagen, dann machen wir in dem Fall gerade mal mit. Ich weiß gar nicht, kann ich den... Nein, der ist immun gegen so Sachen. He? Oh. Okay, jetzt... Soweit ich das weiss, müssten wir jetzt mal die Würmli zerstören, weil die Würmli... Die können explodieren. Genau, ja. So, okay. Und ab wieder auf den... Ab auf den Boss.
Voilà. Also bis jetzt sieht es gut aus. Wir haben alle anständig gutes Leben. Da kützelt er wieder. Das heisst, wir wechseln wieder auf die Maden. Genau. Bevor nämlich... Oh, jetzt kommt da eine Explosion, das könnte übler werden. Nein, gut. Haben wir gut auskontert. Nice. Und... erste Boss ist down. Nice. Und wir haben einfach Gold erhalten. Er hat hier einen neuen Gegenstand behalten, 128. Also wenn wir wirklich Glück haben, bekommen wir hier auch gute Gegenstände noch. Dass ihr seine Schöpfung zerstört habt. Aber eure Gliedmaßen Ich kann nicht anklicken. als Entschädigung Hallo? an. Jetzt. So, dann haben wir noch schnell unterbrechen. Das hilft unserem Tank, dass er nicht so viel Schaden muss einziehen. Der Löli hat jetzt noch ganz kurz schnell reingeredet. Zuerst etwas anvisieren. So, damage-technisch sind wir sogar bis jetzt die Besten. Also, ich rechne halt nicht pro Kampf, sondern im Durchgehenden. Und im Durchgehenden sind wir bis jetzt sogar erster Platz vom Damage. So wie es aussieht, sind wir nicht einmal so schlecht dran. Den kann ich sogar noch irgendwie... Hat es ein Rädchen? Okay. Soweit ich aber das weiss, wir sind ja momentan... Man tut eigentlich später dann auf Level 60 einen Pakt auswählen, mit welcher Fraktion dass man zusammenarbeiten will. Und durch das, dass wir jetzt momentan noch nicht Level 60 sind, oder blöd gesagt, noch nicht das Spiel durchgespielt haben, haben wir noch gar keine Fraktion. Das heisst, wir können jetzt in jedem Dungeon, das ist ein Dungeon von der Bastion, können wir bestimmte Sachen einsetzen. Jetzt sehen wir da, das ist so das Rädchen. So. Ich weiss noch nicht genau, was das soll bringen, aber das müssen wir uns jetzt kurz schnell angüchseln. Können wir jetzt eigentlich das einsetzen? Also wenn wir jetzt Level 60 sind dann und wollen etwas einsetzen, geht das nicht. Ein fesselter gespeicherter Anima fügt Gegner in der Nähe 8 Sekunden lang alle 1 Sekunde Arkanschaden und unterbricht dabei ihre Zauberwirkung. Ist natürlich noch ziemlich nice, also... Aber ich glaube, mit dem warten wir jetzt einmal noch auf ein bisschen grössere Horde. Ich glaube, die sollten wir jetzt noch gut anbekommen. So, den unterbrechen wir schnell. Die Nudeln. Also bis jetzt denke ich, sind wir einmal nicht einmal so schlecht dran. Also jetzt von uns aus gesehen. So, dann gerade den da, dann gerade den da. So, unterbrechen können wir nicht. Nice, also bis jetzt schlagen wir uns wirklich sehr gut. Bis jetzt schlagen wir uns sehr gut. Wir haben eine gute Gruppe. Gute Gegner. Und ich würde mal behaupten, ich setze jetzt einfach einmal das hier ein. Okay, da hat irgendeine Fähigkeit auf uns angewirkt. Wir müssen hier schauen, dass wir nicht zu unseren Gegnern dazugehen. So, ich setze mal das hier ein. So, da schnell aus dem Bereich raus. Wir müssen schauen, unterbrechen können wir halt momentan nicht grossartig. Vielleicht, nein, doch nicht. Aber die anderen sollten ja eigentlich auch mal ab und zu unterbrechen. Jetzt ist er immun, dann wechseln wir mal schnell das Ziel, dann gehen wir wieder auf den. Also bis jetzt ist alles noch völlig im Rahmen. Der Tank war einmal nur fast da, aber nicht ganz. Nur fast, aber nicht ganz. Das ist schon ziemlich gut. Nice. So, da hinten sehe ich jetzt, da hat es einen Hammer und da hat es einen Speer. Das tun wir mal auflesen. Blutiger Wurfspeer. Wirft ein krianischer Wurfspeer auf das Ziel, dass alle Gegner, die er durchschlägt, körperlichen Schaden und 16 Sekunden lang alle 2 Sekunden zusätzlich körperlichen Schaden zufügt. Getroffene Gegner erleiden für 16 Sekunden 20% mehr Schaden. Okay, also ich würde mal behaupten, das spare ich mir eigentlich mal auf den Dings auf den Endboss. Weiter. Was genau verlangst du von mir? Hallo? Ah, da ist einer offline! Oh mein Gott, unser Heiler ist offline. Wahrscheinlich hat er schnell einen DC gehabt. Also ein DC ist schnell rausgefallen aus dem Spiel raus. Dann müssen wir schnell warten, bis unser Healer zurückkommt, weil ohne Healer könnten das schon mal ein bisschen
kritischer werden, da jetzt weiter in den Kampf zu gehen. Jetzt hoffen wir, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt, unsere lieben Schamanen. Dass wir da weitermachen können. Wir können uns gerade schon mal schnell nochmal in Abenteuer. Da habe ich eben schnell reingegüchselt. Das war jetzt der Pestknochen. Das ist der erste Gegner, den wir hatten. Da stehen auch immer alle Details drin, die man muss wissen. Wir sind ja DD, darum das, Achtung, DDS. Das ist für uns eigentlich. Das ist der Text für den Heiler und dann gibt es einen Text für den Tank. Möchtet ihr ihn rauswerfen? Eigentlich nicht. Also ich würde jetzt mal schnell warten. Also. Ja, in dem Fall, raus mit ihm. Haben alle angedruckt, wie es aussieht. Dann suchen wir in dem Fall einen neuen Healer. Finde ich schade, der war noch ziemlich gut gewesen. Das wird unser nächster Gegner sein. Da sehen wir auch, vernichtet der Matis Diener, bevor er letzte Ernte einsetzen kann, vermeidet es vom nekrotischen Hauch getroffen zu werden. Also sind die zwei Fähigkeiten, meistens stehen die dann auch da oben drinnen, blinken zu auf, wenn die würden eingesetzt werden und dann müssen wir uns einfach darauf achten, vernichtet am Matis Diener, bevor er letzte Ernte einsetzt. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir immer ein bisschen auf die Diener drauf gehen. Chirurgische Fleischnaht, das wird noch lustig. Zielt gut mit Fleischhacken, um Chirurg Fleischnaht von seiner Plattform zu holen. Besiegt Fleischnaht Schöpfung schnell, damit ihr nicht überwältigt werdet und konzentriert euch auf chirurgisches Fleischnaht, während er sich in der Arena befindet und bevor er eine Chance hat, die Flucht zu ergreifen. Okay. Zielt gut mit dem Fleischhaken. Das wird noch ein bisschen speziell und das ist unser Endboss, den haben wir ja schon kennengelernt in der Bastion, aber der hat unseren Engel, den wir dort ein bisschen beschützt haben, einfach verwandelt. Und gegen den werden wir dann am Schluss kämpfen. Da gibt es dann einfach, wenn frostige Fesseln entfernt werden, springt der Effekt auf Verbündete in der Nähe über. Tötet während des Dunklen. Ja, okay. Wie es aussieht, ist der Heiler da. Er hat geschrieben, was ist denn hier los? Dann mache ich KK eben. Let's go, bist du ready? Rein in die Meute. Ja, da haben wir den Speer trotzdem noch geschossen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der will trotzdem noch schnell... dass wir einfach die Gegenstände einsetzen. Warum auch immer. Ich hätte jetzt meinen Boss eingesetzt, der andere hat aber auch seinen Hammer eingesetzt, der am Boden gelegen ist. Darum bin ich... Stellt euch, Totenbeschwörer. Tarnikos. Komm, red nicht zu viel rein. Tarnikos, genau, das ist der Bastionengel, den wir hatten, wo wir dann müssen, wo der andere verwandelt hat. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, bis jetzt läuft es schon mal gut. 85.000 Leben, das könnte man schon mal als Miniboss bezeichnen. Aber ich denke, auch das sollte für uns eigentlich gar kein Problem da sein. Aber im Notfall haben wir immer noch die Steine und unser Dings zum uns heilen oder besser gesagt, zum uns retten, haben wir noch viele andere Möglichkeiten. So, nice. Oh, ist ein Weg da. Der setzt schon mal Frost ein. Genau so ein Teil ist schon der andere verwandelt worden, den wir besiegt haben. Okay, wir laufen mal den hier hinten an. Oh. Laufen einfach mal den hinten an. Ich will mal behaupten, wir visieren jetzt einfach mal den Grossen an. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie nicht anzeigen, weil sie wollen als erstes angreifen. Für das gibt es eben so die Funktionen da oben. Dass man da Ziel markieren kann. Dass man auch weiss, hey, alle sollen gerade auf D gleichzeitig gehen, weil dann würde es eigentlich auch weniger Probleme geben. Aber wie es aussieht, könnte das kritischer werden, weil unser lieber Tank langsam... Ah nein, er überlebt es. Ich glaube, er überlebt es irgendwie. Ah nein, der bringt nichts angreifen. Wir müssen den zuerst den Todesbeschwörer töten. Und unsere Drachenvolken leben alle noch. Okay, das könnte wirklich ein bisschen kritischer werden. So. Nice. Nice. Jawohl. Okay. Okay, bis jetzt sieht es schon mal gut aus. Nice. Da oben wartet noch eine Horde an Manöckeli von uns. Hat er auch genug Mana? Ihr könnt doch einfach zuerst mal schauen, ob da alles klar geht. Ihr bekommt eure gerechte Strafe!
Boah! Die legt eure Verwehrt Wand. mir One-Hit. den Himmel? Dann antworte ich genauso. Okay, ja. Irisches Paragon Das ist der nächste Boss. Okay. könnt uns nicht aufhalten. Ich kann das nicht angreifen. Zwecklos Okay, okay. Wir sind da beim nächsten Boss gelandet. sind Wir haben ihn vorher durchgelesen. Zuerst Diener noch besiegen, sobald der Diener beschwört. Soldaten erheben sich erneut. Zuerst Soldaten alle killen da. Schön, jetzt hat er nämlich markiert, weil wir sollen zuerst angreifen. Das ist dann ziemlich nice. Zuerst etwas anvisieren. Das ist jetzt noch ziemlich nice gewesen von ihm, dass er da markiert hat. Ich habe kein Ziel. Dass man einfach gewusst hat, hey, schau, auf den müssen wir gehen. Etwas anderes wäre eigentlich dumm. Der Sieg verlangt Opfer. Okay, bis jetzt läuft noch alles gut. Wir könnten auch mal schauen, dass wir ihn einmal unterbrechen hier, zum Unterstützen, jawohl. Die Gefallenen dienen mir wieder. So. Jetzt ist die Frage, ob wir auf die gehen wollen. Nein, er hat es markiert, let's go. Aber die Frage ist, ob wir den überhaupt töten müssen, wegen... Genau, weil er hat nämlich so wenig Leben gehabt. So, looten, wir haben nur Gold erhalten. Schade, schade, schade. Es dürfte aber auch langsam ein Teil für mich kommen, oder? Wir können erst ruhen, wenn der Himmel leer von Eindringlingen ist. Ah, den kann jeder nur einen Engel nehmen. Okay, dann nehme ich den da. Ciao zusammen. Nehme ich halt den. Die Streitkräfte Den halt. hier und meine Jünger bringen euch zur Nekropole. Nekropole. Beenden wir diese Da Gräuel. oben. Wir haben die Leichen, die wir brauchen. Fleischnaht. Angriff auf den nächsten Tempel vorbereiten. Okay. Einen Moment. Wir visieren einfach immer einen grossen an. Meine neueste Kreation sind endlich eingetroffen. Okay, der Chirurg. Wo ist denn der? Ah, da oben ist er. Der nächste Boss. Ich muss So, la. zuerst etwas anvisieren. Das ist eben das. Ich habe keine Möglichkeiten mehr Schaden machen, außer ich habe meinen Stachelpfeil. Das ist halt so mein Damage-Macher. Okay, haben wir ein paar kleine. Ich glaube, wir gehen zuerst auf den da, weil der spritzt da mit irgendwelchen Sachen umeinander und macht uns allen Schaden. Okay. Müssen wir genau schauen, vielleicht schaffen wir es sogar noch in unterbrechen, jawohl. Ich habe kein Ziel. Dann haben wir da noch einen kleinen. Also wie es aussieht, wenn wir in dem Fall jetzt schön alles mal rundum aufräumen. Ich werde aber mal noch viel looten, wenn der das zulässt. Okay, den haben wir gelootet. Er hat es gerade mitgelootet, nice. Ich habe kein Ziel. Okay. Okay. Dann hauen wir dem kyrianischen Flickwerk mal eins auf den Zipfel. Dass der Löli-Verein auch mal merkt, dass wir einiges stärker sind. Also bis jetzt läuft es so gut, wir sind nicht einmal gestorben. Und so weiter. Also ich glaube, das sollten wir jetzt gut packen. Jetzt haben wir ja den nächsten Boss. Und nachher fehlt eigentlich nur noch ein und dann haben wir das Dungeon dann auch schon wieder abgeschlossen. Ist halt jetzt nicht allzu spannend. Besonders für Leute, die selber World of Warcraft spielen und das schon kennen. Aber eben, ich mache es jetzt hauptsächlich auch wegen der Quest hier. Das ist eigentlich auch so ein Hauptgrund, dass wir wirklich die Quest abgeschlossen haben, eine neue Brust erhalten. Wir farmen auch XP gut, würde ich jetzt mal behaupten. Machen wir irgendwie 48'000 über, wenn wir das Dungeon abschliessen. Auch XP, kommen wir noch Gold über. Ich bin immer bewegungsunfähig gemacht. Was mache ich falsch? Ich habe kein Ziel. So. Ich brauche ein Ziel. So, da. Okay. Jetzt sieht das mal nicht einmal so schlecht aus. Ich glaube, wir gehen einfach mal wieder auf den Grossen. Das Beste, was wir machen können.
Bist schon wieder ich? Hä? Wieso immer ich? Was mache ich falsch? Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Jetzt haben wir uns gut. Das wird die letzte Gruppe sein. Und nachher können wir dann richtig Ich Boss. brauche ein Ziel. Kommt meine Assistentin. Nein, es gibt etwas zum Looten noch? Ihr Nicht, müsst hä? diese Rohmaterialien verarbeiten. Oh, da gibt es doch noch etwas zum Looten, aber dann mache ich das nachher. Es wird nichts Spannendes sein. So, da. Wir fokussieren uns mal auf den da. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, ah, das ist unser so ein Beil, darum immer der Pfeil. Jetzt komme ich raus. Da können wir auch nicht im Ding sitzen. Verwirren, dass er 5 Sekunden lang nichts machen kann. Da ist ein Mund dagegen. Ich habe kein Ziel. Fähige Ochsen. Metzelmaler. Pass auf, dass du die Körperteile beim Abreißen nicht beschädigst. Okay. Ich kann das nicht. Also wie das müssen wir dann mehrere Monstergruppen noch erledigen, bevor wir irgendetwas machen. Wieso greift er mich an? Hallo! Genau so, jetzt haben wir ihm den Agro wieder gegeben, der hat den Agro nicht mögen heben. Wir sind einfach viel stark, wir machen viel zu viel Schaden für ihn, dass er seinen Agro kann heben. Finde ich eigentlich noch krass, aber eben ja, ist auch noch nicht Level 60, gell? Wir sind da noch nicht im Endgame. Also dürfen sich ja auch mal ein paar Fehler erleben und wir haben es überlebt. Also nichts Tragisches. Aber es kann jedem nur das Herz legen, wenn mal einen angreift, dann laufen mit dem Mob weg vom Mob, dass er ruhig auch keinen Schaden macht und laufen richtig Tank, damit er ihn auch wieder kann, an sich anholen. So, jetzt können wir nämlich schnell in Ruhe looten. Gut, wirklich viel Bericht hat es nicht. Arbeit. Und Okay, jetzt die Gruppe da hinten, müssen wir das jetzt mit allen 4 machen. Oh Jägerli! Okay. Ich versuche jetzt mal mehr die hier einzusetzen, das Nummer 7. In der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden austeilen können, allen gleichzeitig. Wir haben langsam keinen Fokus mehr. Zuerst etwas anvisieren. Ich habe Okay. ein Ziel. jetzt muss ich diese beiden Oh, da darf man nicht reinstehen. kaum erwarten. Okay. Jetzt werde ich einen Stich machen. Okay. Eure Körperteile hebe ich für später auf. Das läuft falsch. Der Haken muss richtig Boss gehen. Wir müssen den Boss auf der Tribüne ziehen. Nicht einfach ausweichen, sondern dann... Noch eine extra. Ich brauche ein Ziel. Okay. Werde ich einen Stich machen. Jetzt hat er es zweimal mit dem gleichen gemacht. Er versteht das, glaube ich, nicht so ganz. Eure Körperteile hebe ich für später auf. Noch eine exquisite Schöpfung. Damit Ach, scheiße. einen Stich machen. Ah, nur schnell. Eure Körperteile hebe ich für später auf. Genau so. Ah, nein, sie standen noch im Weg gestanden. Mann. Eine exquisite Schöpfung. Genau, geh rüber. Jetzt sollte er es schaffen. Genau, richtig. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ich fülle mir da noch schnell mein Leben auf.
So, ich hoffe, dass das eben auch den anderen ein bisschen hilft, mehr Schaden zu machen. Ich bin mir aber ein bisschen unsicher. Aber für uns hat es ja schon mal etwas gebracht. So. Jetzt ist der Boss weg und jetzt haben wir das gleiche Spiel nochmal. Jetzt müssen wir ihn runterhucken. Also sobald wir den Pfeil jetzt auf uns hätten, wir haben es jetzt vorher leider auch nicht richtig gut angebracht. Ah, schade. Das hätte ihn gerade mir gehabt. Eure Körperteile hebe ich für später auf. Genau, jetzt aus dem Weg. Jetzt rührt er und jetzt kommt der wieder oben runter. Ich habe dich erschaffen. Aber auch wenn man das nicht weiss, ich bin halt ein bisschen informiert und darum, wenn man das nicht weiss, ist das noch ziemlich schwierig. Also ich glaube, da kann man Stunden verbringen dann beim Boss. So, Boss down. Nice. Und der andere verschwindet auch gerade. Nice, aber noch wieder noch Gold bekommen. Okay, da geht es gerade weiter. Let's go. Let's go. Ich glaube oder hoffe, wir sind eigentlich einigermaßen gut dran. Oh, okay. Schon beim Endboss gelandet. Schon beim Endboss gelandet. Ja, nice. Naltror, der Eisbinder. Dort haben wir ja kurz durchgelesen. Gibt nichts Wichtiges, außer wenn wir in einer Falle... Ja, ob jemand eine Erklärung braucht, hat er gerade geschrieben. Ich schreibe jetzt einfach mal nö. Wir sollten das irgendwie... Nö. Ich glaube, wir sollten das irgendwie schon anbekommen. Nö. So, la. Die Bastion wird geschleift. Eisiger Splitter. Wir müssen aber schauen, dass wir ein bisschen auseinanderstehen, bitte. Die Kälte des Todes Ein erschüttert bisschen auseinanderstehen. Genau. Jetzt müssen wir da schauen, dass wir da... Ich habe genug von euch. Oh nein! Er hat genug von uns! Ja, hoppla, wo sind wir? Das ist zu weit. Ja, muss ich da jetzt den Parkour laufen? Die Kälte des Todes erschüttert. Ja, moin! Niemand entkommt dem Sturm. Vergebliche Mühen. Ja, moin! Ich muss zuerst So. etwas anvisieren. Und du, was machst du da? Du bringst mich in Ruhe. Let's go! Let's go! Einer ist schon tot. Die Kälte des Todes erschützt mich. Niemand entkommt dem Sturm. Ich habe genug. Okay, jetzt schickt er wieder jemanden ab. Also jedes Mal, wenn er schreit, er hat genug von uns. Dann schickt er eigentlich jemanden ab. Ich persönlich... Ja, moin! Danke! Die Kälte des Todes erschützt mich. Jetzt kommt wieder ein Kometenhagel. Dem Sturm. Let's go. Die Hälfte haben wir schon mal, aber das kann sich, wie es aussieht, wirklich noch ein bisschen ziehen. Die Kälte des Todes So. erschützt mich. Niemand Kann das noch nicht benutzen. Okay. Ich habe genug. Jetzt schickt er uns wieder runter. Okay. Ja, moin! Läuft! Ich muss näher heran. Ja, moin! Die Kälte des Jetzt hoffe ich, ihr überlebt das in dieser Zeit einfach mal. Ich versuche da schnellstmöglichst mal durchzulaufen. Niemand entkommt dem Sturm. Töten wir ihn da, werden ihm... So. Nochmal jemand, die steht. Nochmal jemand, die steht. Wir haben nur noch den Healer und den Tank. Das heisst, ich bin der Letzte, der Damage kann austeilen kann. 36'000, das bringen wir an. Erschützt mich. Jetzt kommt wieder Kometenhagel. Dem Sturm. Okay. Ja, wir gehen schon wieder runter. Okay.
Ja moin, überlebt bitte einfach da oben. Macht mir den Gefallen und überlebt. Ich komme gerade wieder, er hat nur noch 19'000 Leben, also... Die Kälte des Todes beschützt Nein, okay, wir sind darum rumgekommen. niemand entkommt dem Sturm. Okay. Ich bin außer Reichweite. Überlebt oder schafft ihn sogar töten ohne mich? So, let's go, wieder rauf. Oh, Lecco mio. Es könnte noch knapp werden, wenn jetzt wenn die sich da... 14'000 Leben noch! Niemand entkommt dem Sturm. Let's go! Ach, GG! Schreiben wir gerade den Erfolg errungen, die nekrotische Schneise. Und wir haben einen neuen Ring bekommen, der uns einfach nichts bringt. Schon eine Anfrage, ob der jemand braucht. Nicht? Okay. Dann machen wir die Instanzgruppe verlassen. Niemand hat den Ring wollen. Ich hätte ihn jetzt sogar noch verschenkt, so aus lieben Güten, oder? Aber ich würde mal sagen, wir haben das erste Dungeon sehr gut abgeschlossen. Wir sind nicht einmal gestorben, also wir haben das gut anbekommen. Wir haben unsere Quest abgeschlossen. Jetzt ist auch die Frage, die ich die abgeben muss. Muss ich für das extra wahrscheinlich wieder jawohl in die Bastion gehen, dass wir unsere neue Brust könnten holen. Aber ich persönlich würde sagen, ich habe mein Versprechen gehalten. Wir haben mal das allererste Dungeon von Shadowlands angeschaut. Ist vielleicht jetzt halt nicht allzu spannend, wie auch sonst immer. Aber ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Lasst einen Daumen, ein Abo oder was auch immer da. Wenn es euch gefallen hat, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde World of Warcraft mit dem Schweizer. Danke mal und ciao!